Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Willkommen in der Schweiz. Schön sind ihr mit dabei. Wie ihr wisst, ist vor kurzem gerade die Fußball-WM in Katar gewesen. Und das hat mich auf die Idee gebracht, heute euch ein bisschen etwas über Sport in der Schweiz zu erzählen. Bevor ich aber dazu komme, würde ich euch gerne darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt einen Patreon-Account haben. Ja, Podcasts produzieren, die kosten Geld und Zeit. Und weil ich das so gerne mache, würde ich das natürlich so gerne auch noch weiter für euch machen. Dafür bin ich aber auf eure Unterstützung angewiesen. Auf Patreon könnt ihr, wenn ihr wollt, mich ab 3 Franken pro Monat unterstützen und so sicherstellen, dass wir ganz viele neue Folgen produzieren können. Ihr müsst dabei auch nicht leer ausgehen. Je nach Mitgliedschaft, wo ihr wählt, bekommt ihr einige Benefits, so zum Beispiel einen früheren Zugang zu neuen Folgen, Shoutouts am Ende der Episoden oder ihr könnt Teil werden von unserer exklusiven Private Community. Dort könnt ihr für 8 Franken pro Monat mit uns und anderen Zuhörern von dem Podcast chatten. Ihr könnt uns alle Fragen stellen, die ihr über die Schweiz habt. Und vielleicht habt ihr ja sogar Ideen für Episoden, die ihr unbedingt von mir hören wollt. Also nutzt die Chance. Wir wären extrem froh darum und es lohnt sich auch für euch. Wir würden uns also wahnsinnig freuen, einige von euch bald auf Patreon begrüßen zu dürfen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung vom Podcast und in der Beschreibung von dieser heutigen Folge. Jetzt weiter zum eigentlichen Thema von heute, nämlich Sport in der Schweiz. Ja, die Schweiz kann man sich eigentlich nicht ohne Sport vorstellen. Wenn man an die Schweiz denkt man schon an die Berge, wo man Skifahren und wandern kann. Das ist nicht wegzudenken. Und tatsächlich gilt die Schweiz in Europa als eines der sportlichsten Länder. Die Bevölkerung in der Schweiz ist also mehrheitlich aktiv und sportlich, laut dem Bundesamt für Sport. Nur in Finnland und in Schweden machen die Menschen noch mehr Sport. Konkret heisst das, dass über 70% der Bevölkerung in der Schweiz mindestens einmal pro Woche Sport macht und über die Hälfte der Leute sogar mehrmals pro Woche mit insgesamt über 3 Stunden Sport. Also, Schweizer haben tatsächlich gern ihren Sport, aber welche Arten von Sport machen die Schweizer gern? Ja, zu den beliebtesten Sportarten da gehören sicher Wandern, Velofahren, Skifahren, Tennis und Fußball. Ich will da jetzt zu jeder von diesen Sportarten ein bisschen etwas erzählen und was sie mit der Schweiz und für mich so zu tun haben. Ja, zum Ersten, das Wandern. Das könnte man praktisch als Nationalsport definieren. Auch laut Umfragen ist das der Sport, wo die meisten Schweizer ausüben. In der Schweiz, wie ihr wisst, mit all diesen Bergen gibt es sehr viele Wanderwege und die sind auch sehr gut unterhalten. Heisst, es gibt gute Karten, damit man sich zurechtfindet und die Wege, die werden auch immer kontrolliert, ob man alle Bezeichnungen noch sieht und ob sie immer noch sicher sind und so weiter.
Und diese Wanderwege versprechen natürlich sehr schöne Aussichten und ja, allgemein schönes Ambiente, weil die Wanderwege so gut erhalten sind und durch wunderschöne Landschaften führen. Gerade in ländlichen Regionen gehört das Wandern zu einer Familienaktivität gewissermaßen. Auch unsere Familie geht immer mindestens einmal im Jahr irgendwo hin wandern. Das kann mehrtägig sein oder auch nur für einen Tag. Wir gehen meistens gerade für mehrere Tage irgendwo hin. Das letzte Mal zum Beispiel sind wir im Tessin wandern. Das Tessin ist eines meiner Lieblingskantone und hat natürlich sehr viele fantastische Wanderwege, die bis auf Berggipfel führen, wo man natürlich fantastische Aussicht hat, aber auch Flüsse entlang. Zum Beispiel das Verzaskatal ist sehr, sehr schön, auch wenn der Fluss kalt ist zum drin baden, aber nach einem anstrengenden Wandertag lohnt sich das sehr. Also, das Wandern gehört im Sommer in den Bergen absolut zur Schweiz. Und falls ihr das noch nicht geschafft habt, würde ich euch sehr empfehlen, euch mal so einen Wanderweg rauszusuchen. Als zweite Sportart will ich über das Velofahren reden. Ich persönlich bin nicht unbedingt Fan vom Velofahren. Das liegt aber wahrscheinlich vor allem daran, dass ich zurzeit in der Stadt wohne. Und ja, die Schweizer Städte haben nicht unbedingt die beste Veloinfrastruktur, würde ich sagen, wenn man das vergleicht mit anderen europäischen Ländern. Aber trotzdem fahren sehr viele Leute gerne Velo, auch in der Stadt, aber vor allem auch auf dem Land. Viele Leute fahren sehr gerne mit dem Velo irgendwo über das Land fahren, zum Beispiel an einem See entlang oder sogar Mountainbiking machen. Also es gibt Leute, die gerne so ganze Touren auf ihren Velos machen. Vielleicht nehmen sie sogar gerade noch ein Zelt mit und Schlafsack und dann unterwegs noch übernachten. Und das Velofahren gehört auch so sehr zur Schweiz, dass auch bei internationalen Sportwettkämpfen die Schweizer nicht wegzudenken sind. Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Velofahrern gehört sicher der Fabian Cancellara, ein Schweizer, der im Radsport sehr erfolgreich ist. Als nächstes rede ich über das Skifahren. Wahrscheinlich der Sport, wo die meisten als erstes daran denken, wenn sie die Schweiz hören. Natürlich als Wintersport in den Bergen, im Vergleich zum Wandern, wo eher als Sommersport gibt. Gehört das Skifahren auch zu den, ich sage mal, traditionellen Schweizer Sportarten. Es ist etwas, wo auch so ziemlich alle Schweizer machen. Alle Schweizer, oder so ziemlich alle Schweizer, können entweder Skifahren oder Snowboarden oder sogar beides. Und das liegt daran, dass die Schweizer Kinder schon sehr früh mit dem aufwachsen. Es ist gang und gäbe, dass man Schweizer Kinder in sogenannte Skischulen tut. Und zwar immer in den Ferien im Februar in den meisten Kantonen, wo sogar extra Sportferien heissen, sodass die Familie in dieser Zeit Skifahren kann. Also ja, an Schweizer Schulen hat man extra Ferien zum Skifahren. Und für viele Kinder heisst das, dass sie dann in die Skischule gehen. Dort lernen sie dann natürlich gut Skifahren. Also viele Kinder, die lernen wirklich schon ab 4, 5 schon Skifahren in der Skischule.
Ja, und das ist so alljährliche Tradition auch für viele von meinen Freunden gsi, wo sie Kind gsi sind. Für mich aber eigentlich nicht. Ich habe relativ spät angefangen Skifahren, also mit 12. Das ist in der Schweiz ziemlich spät. Und ich habe es auch nicht in einer Skischule gelernt, sondern von meinem Vater. Ja, mein Vater kann sehr gut Skifahren, meine Mutter weniger. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass meine Mutter aus Australien kommt. Darum war Skifahren nie wirklich eine Familienaktivität für uns. Meine Mutter kann nicht Skifahren. In Australien ist das eher schwierig. Aber zum Glück kann ich es von meinem Vater lernen. Und jetzt gehört das auch bei mir zu einer Jahrestradition. Aber ich muss sagen, dass ich nicht die grösste Wintersportlerin bin. So einen Tag im Jahr habe ich es gerne zum Skifahren, aber ich habe die Berge doch ein bisschen lieber im Sommer. Die nächste Sportart ist das Tennis. Wenn man an Tennis denkt, denkt man natürlich an den Roger Federer. Und das ist auch das, wo die Schweizer würden als erstes daran denken. Und der Roger Federer als Tennisstar ist natürlich ist natürlich ein ganz grosser Name in der Schweiz. Eigentlich so ziemlich der einzige Prominente, den wir wirklich so haben in der Schweiz, zumindest internationale Prominente. Ja, und was hat Tennis für einen Stellenwert in der allgemeinen Schweizer Bevölkerung? Ich würde sagen, es hat doch einen relativ hohen Stellenwert. Also ich kenne viele Leute, die Tennis spielen, viele, die mit mir in die Schule gegangen sind, die das als ihr Hobby gemacht haben. Also tatsächlich eine beliebte Sportart. Es ist aber sicherlich nicht zu vergleichen mit jetzt zum Beispiel Skifahren oder Wandern. Das gehört nicht ganz so fest zum Schweizer Bild dazu, aber ja, ist einfach eine Aktivität, wo viele als ihr Hobby bezeichnen, aber nicht als Tradition. Dann als letztes haben wir noch den Fußball. Jetzt natürlich noch im Kopf von vielen Menschen wegen der WM. Tatsächlich hat die Schweizer Nationalmannschaft das Achtelfinale an der WM erreicht. Das ist doch ein Erfolg für uns. Und tatsächlich finde ich, dass die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft international doch relativ viel erreicht für so ein kleines Land. Und ich glaube, das liegt daran, dass auch Fußball zu den beliebtesten Sportarten in der Schweiz gehört. Wenn man es nach Sportverein anschaut, hat die Schweiz sogar am meisten Fußballvereine verglichen mit allen anderen Sportarten, die man als Verein machen kann. Also Fußball gehört definitiv auch zu den Sportarten, wo viele Schulklassenkameraden würden machen. Also wenn ich an meine Freunde denke oder Klassenkameraden, hat es mindestens 3-4 Leute pro Klasse gegeben, die auch Fußball gespielt haben und eben vielleicht 1-2, die Tennis gespielt haben nebenbei. Genau, also Fußball sehr wichtig, sehr beliebt bei vielen. Sieht man einerseits auch am Erfolg der Nationalmannschaft, aber sieht man auch daran, wie viele lokale Fußballclubs es hat. Ich meine nicht nur die Hobby-Fußballvereine, sondern professionelle Fußballclubs. Das gehört nämlich auch zum allgemeinen Bild in der Schweiz, dass sehr viele Fans sind von einem Fußballclub.
So hat jede grössere Stadt in der Schweiz seinen eigenen Fußballclub, manchmal sogar 2. Da gibt es eben zum Beispiel die Berner Young Boys, es gibt FCB, also Basler Fußballclub. Und in Zürich gibt es 2 grössere Clubs, nämlich den FCZ, also Fußballclub Zürich, und den Grasshoppers Club, GC. Und die 2, die sind eine echte Rivalität. Also vor allem rede ich da jetzt von den Fans. Ja. Wenn man auf der Zürcher Straße sich als FCZ-Fan outet, muss man sich nicht wundern, wenn plötzlich die GC-Fans ein bisschen hässig sein können auf einem und natürlich umgekehrt. Also die FCZ gegen GC-Spiel, also wenn mal Fußball-Match stattfindet von diesen 2 Clubs, sind die berüchtigt dafür, um auch ein bisschen Gewalteskalationen zuzulassen. Ja, das Stichwort Hooligans. Und FCZ-Fans und auch GC-Fans sehen immer wieder einen Anlass auch für Sachbeschädigungen oder für Tags, also für Graffiti-Tags. Vielleicht habt ihr, wenn ihr in Zürich sind, schon mal an der Wand so gross FCZ oder GC angeschrieben gesehen. Ja, jetzt wisst ihr, was das ist. Das sind nämlich die Fußballclubs. Aber natürlich besteht der Fußball nicht nur aus diesen Hooligans. Es ist ganz einfach ein beliebter Sport. Sowohl das Ausüben von dem Sport, also selber das Fußball spielen, als auch die Clubs als Fan zu unterstützen. Vielleicht habt ihr ja selber mal die Chance, um an so ein Fußballspiel zu gehen. Ihr werdet sehen, dass die Stimmung doch amigs sehr gut sein kann und es für viele Leute doch sehr spassig ist. Ja, und ob in den Bergen oder in einem Sportverein, hoffe ich, dass auch ihr einen Weg findet, um in der Schweiz euren Sport zu betreiben. Möglichkeiten gibt es viele, wie ihr jetzt wisst. Und wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spass und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.